Wel, ik wil aanvangen met zeggen dat we vandaag leven in een buitengewoonlijke tijd. Dat alles is anders en alles vangt aan boosje te ändern als dat jemals heeft. Dus er zijn meer Ändernissen hier passiert in deze laatste 100 jaar, als er zijn in de ganze tijd. Wir würden gerne sagen, von dann aus der Sündflut mal wir, bad 100 Jahre terug. Und wir, die da mit alle sind, wir kijken und sagen, das ist von der al eine andere Welt, als dann, als wir noch jung waren. Und so schafft das. Alles bringt auch ein Eng mit sich. Das alle, das verschwingt und dann kommt nie ab. Alles ändert, maar we don't denken doen, dat is niet bloos de mensen. Maar denkt mal aan, dan krijg je een nieuwe koor kopen, een ganz blanke, smakke koor. Geef je dat bloos gewassen jaar. Dan vangt hij een beetje zo'n bruine plakken aan te krijgen, veelmals. En nog een beetje langer wachten, dan vangt dat ook vielleicht aan te lijken. En dan geven we gewoon niet veel jaren en dan moeten we den. Oder da wordt hij aufgeführt nur den outer Recker oder so wieder. Alles scheinbar ändert. Und das ist, was uns Thema von der was sein, wo wir wollen reden von, das kommt alles, kommt mit ein Enj. Das Leben kommt mit ein Enj. Ich denke, wir sind ein Schuljung, wir sind nachher jung. Und dann deden wir allgemein, haben wir das alte Gesangbuch durch. En dan allgemein om 's morgens, wanneer we aanvangen, dan zingen we een lied. En ook wanneer we toemelken, finishen, dan ook een lied. Dan weer nog wat lieden, die interesseert me, zei ja. Eind weer een lied, ik krijg de melodie, zei ja. Maar ik krijg niet de woord wat er ben weer. En dat zei je daar, alle mensen moeten sterven. En dan wanneer we zo jong zijn, dan krijgen we nog niet veel aan te denken. Dat fällt sich dann so, das Leben, das geht ja an für immer. Und wo wir mich alle waren, dann scheinbar, da war wir im Bett alle geworden, über so eine Zeit da, nicht so? Yes, die Zeit scheinbar ist von einer Karte geworden, weil. Aber so geht es wieder. Weil wir noch einmal beten, aber wieder gehen. Ans vor dem Himmel, wir danken dir, du bist ein ewiger Gott, so dass wir all die gesungen haben. Dat is, für die ist kein Enj. Und wir danken dir ganz besonders, dass du der bist, der alles in seiner Kontrolle hat. Und Herr, wir beten dort, wir können dir vertrauen in alles, was du uns sagen hast. Und help uns, Herr, diese Dinge zu verstehen, weil wir auch in einer Zeit leben, wo Dinge sehr an sich erloten werden. Und viel kann passieren. Doch, wir beten dort, wenn wir auf die vertrauen, dann können wir Frieden haben in ons Leben. Kriegen dann, was wir durchgehen. Möchtest du uns so helfen, dass wir in so einer Weise bereit sein. Wir beten dort in Jesus' Namen. Amen. Einige von Ihnen waren noch bekannt sein mit dem, was sie nannten, da wir in der Surfside, Florida. Da wir in Surfside, Florida. En dat passiert dit even een jaar terug. Dat waren de genannte Chaplin Towers. En dat waren zo'n condominiums waar de mensen bijna wonen deden. En vele wonen daar. En dat werd 12 stok hoog. En dan schijnbaar als wanneer we het aardig waren. Maar wat aardig was, wie ze dat gebied hadden. Dat het niet ganz sterk genoeg was, voor zoals dat gebied was. En dan passiert dat. En eine Stelle nach, bei half zwei an eine Stelle nach, en ein Enj fängt an Taub zu brechen. Und plötzlich fällt eine Flur auf der anderen ab, und sie guckt, dass alle taub seien, aber die dritte und vierte, und sie ging da drauf. Und dass wir plötzlich, und dass wir in einer Minute, dann wird da bloß ein großer Taub gefallen nach Hüben.
Dat war das wir. De meesten hadden al geslopen, wir dan ihre baden en wir dan nu alle twaschen, die vloeren. Dat wie een wunder, als ik ontvangen nooit te geloven, dan kregen ze er nog 3 sterker uit, zoals ik weet wat er nog im leven weer. 98 sterk weer door de dood gekomen. Den avond dat passiert, alles weer normaal. Keiner wist, dit is de nacht, wo ons eng voor ons alle wordt komen. Nou, we zeggen dat eigenlijk komt in verschillende wegen, en zij er verhafsverken. Dat jafzond, wo de mensen schaffen doen, oder even spazieren, en irgendwo geht aan, en dan opeens is er eine Person die heeft een aanval. En dat kan een heart attack zijn, een stroke, en nog irgendwas. Maar het schaart daar aan, en daar is dat aangekomen. Ik had een onkel, die had een familie van 8 kinderen. En hij was al een wijs man geworden. En dan voer hij verlengd hem weer met zijn familie. En dat, we gaan weer af van hier. Al een langere tijd terug. En dan komt er een voertuig van de linker zijde. En die voert bozig, komt gelijk op een highway op, onstelhul. Voor kraken zijn verder aan. En daar is hij en 2 van zijn jongste kinderen komen dood te dood. En dan de andere kinderen zijn verwond wordt en werden van daar aan bij zijn kinderen. Wel dan zijn we dus aan de andere, die er veel lijden doen in je krankheden, met veel weideel en aangemak. Dat gaat verder aan voor jaren, vele jaren. En schließlich komt dat eind ook. En veelmaal al gewenst. En dat kun je zijn van mijn vrouw, Mary, want die is zo'n groot aangemak had en alles. En ze zei, en dan heeft ze dat nog meer moet je zeggen, oh, maar ik lu al te zeggen, want Jezus mij wordt holen. En dat is niet een leichte zaak, sondern het staat voor, wanneer we er zijn, en proben al ons beste te doen nog, proben dat zo makkelijk te merken als mogelijk. Maar wat je zo'n ding als dit, gaan veel aan, en vele van jullie weten van wat ik reden. Wel, we kunnen ook nog reden van zo'n dingen als aanvaarden, aardbeving, overschwammingen. En duizenden mensen zijn al te dood gekomen in dit laatste jaar. We zijn er zijn nog maar 7,5 maanden, zijn nog maar 30 dit jaar. Ja, dat is al meer dan half. Dan kunnen we nog reden van krieg. En dan al die moorderieën die er omgaan, ganz besonders in grote steden. Wat zeggen we dan? Er zijn ook vele duizenden mensen doodgekomen al dit jaar door die dingen. En zo gaat dat weer in deze wereld. Dan vragen we vielleicht met z'n naar hoeveel mensen sterven daar? Wel, die sterven alle. Maar niet alle tegelijk, of course. Maar daar is een ding in die woorden van, je hebt het zijn wat ze noemen de wereldklok. De wereldklok, daar zijn zo'n die de rekening vieren doen, en zoveel als ze dan kan uitvingen, hoeveel mensen daar geboren worden en hoeveel mensen daar sterven. In deze ganze wereld dan. Wel, in 1921, zoals dat wezen deed, dan zijn er zo bij 108 sterk in de minuut gestorven, gelijk 30. Nou, dat zijn je
Almeest krijgt 2 stek jeder Sekunde, wordt er een mens gestorven is. Dat ganze jaar durch. Dat ik heb een zelf uitrekenen, maar we wel. Nou, neemt dat dan niet nog maar op? Nou, in dezelfde tijd, in 1 minuut zijn er über 267 stek worden geboren worden in dat 4 jaar. En dan zei we dat geeft einfach al een beetje over 4 stek de minuut wordt er geboren worden. Zoveel meer als wordt er sterven dan. Maar we denken dan bij de toenemen dat de mensensoul. En zoals het gereed wordt vanaf je van aanvang, wie we zeggen van de zindvloed vielleicht, als de mensen moet aanvangen, en dat die dan van de ganze tijd durch, dat we zo bij de 1804, dan had het 1 biljoen mensen gereikt. Er waren 1 biljoen mensen op deze wereld. En die ganze tijd. Wel, dan duurt het plus 123 jaar. En dan weer het bij 2 biljoen. En dan duurt het allemaal 47 jaar en dan weer het bij 4 biljoen. We zeggen dat is een wonderbare wereld, waar dat alles dat schaffen deed. En wanneer dat zo gaat als ze denken dan kan het zich geven dat eind van dit jaar kan dat bij 8 biljoen komen. Zo, de mensheid neemt toe. Nu vandaag is er al een grote oproer en vele wegen, waar de mensen, besonders de regering, aanvangen te plannen, wat kan we doen dat we de population raufbrengen. En dat is niet goed. Want de mensen er heen door wel een probleem te doen. Nou, we denken ook aan alle kinderen die er niet gereed gekomen zijn geboren te worden. Nou, ik mag bloos dat ene woord opnemen. Dat is wat ze zeggen dan, dat in de laatste 50 jaar, dat is in India, dat er zo bij 800 miljoen abortions zijn geweest. En einer weet je niet, als een krijgt dat allemaal alle stemmen daar, maar weet je weten dat in zo meer alle countries, dat al zo'n dingen dat je gewoon daar, dan wordt het dan nog alles zo opnemen, dat is hem dan nog niet ganz verständlich. Maar weet je gewoon, al dit, dat we niet zo als God vorig weer, als hij alles gemerkt had. We lezen in 1. Mose kapitel 1, vers 31, en God zag wat hij, en God, ga je maar kijken, God zag wat hij gemerkt had, en hij zag dat het zeer goed was. Nou, man God zegt, een gerechte, heilige God, der van eeuwigheid geweest is, en hij zegt dat het zeer goed was, dan meint dat we zeer goed. Dat we niet zijn als we in deze wereld zijn. We kennen vrouwen, waarom blijft dat dan niet zo? Wel, we zeggen dat we de mens, die daarmee te doen had, en ook de vriend, dat dit alle verderven wordt. We lezen in 1 vers 26, en dan zegt God, wel we mensen merken, deze zijn als wie, en ons lichten dan. Een van de eigenschappen, die God lichten, die hij ons gegeven had, dat zijn, we kunnen entscheidungen maken. We kunnen wählen wat we doen willen. En wanneer we kijken dan wat hij te Adam zegt, dat hij zal in charge zijn over alles. Dat meint, we kunnen dingen controleren. Dat zijn eigenschappen die er van God komen dan, zo te staat. En in 2 vers 27 zegt hij, over van de boom, die dat verständnis geven kan, wat goed en slecht is, van den zalst u niet eten, wie staat, wordt onbedingt die dood brengen, wanneer u dit is. Nou, we weten dan wat er dan passiert. We weten ook, dat is waarom we in zo'n wereld leven van jou. Eén ding is klaar, wanneer er keine zin gekomen weer, dat we ook geen dood gekomen zijn.
da wird auch gar nicht an dürfen eine Sintflut kommen. Würde Paradies dann bloß einmal sein, wieder gegangen? Well, wir weiten dort nicht passieren, und dann darf uns dort nicht wieder mehr beschäftigen. Aber von der, wenn wir zurückkicken dann in die Vergangenheit, wir sehen, wo viel Lieden und Anheil und Trühe diese Sinn gebracht hat. Und der Sinn, der trat den Menschen plötzlich von Gott. Dort meint, der jährliche Daut, der kam aus der Sinn passieren. Und dann Luther kam der physische Daut dadurch. Und dann haben wir 4, Vers 12 sagt er, so ist durch einen Mensch der Sinn in der Welt hineingekam, und durch den Sinn der Daut, so hat sich der Daut über alle Menschen gespreid, wie sie alle sind. Daarbij komt ook met alles in één. Het is een vers, den veel wordt gelezen op begrafenis, en dat is kapitel 1, vers 24, er zegt, alle mensen zijn zo groot, en dat schijnen dat ze aan zich hebben, als de bloem om gras. Dat gras verdriegt en de bloem valt af. Hier is nog een interessant ding hierbij. Hij zegt, alle schijnen wat hij aan zich heeft. Maar je gaat, wanneer de mens ook een verdorvene toegekregen heeft, maar er zijn nog dingen in die mens ben, wat dat afspiegelen dan, dat God aangemerkt heeft. En er is nog immer goud wat er ben is, maar alles is verdorven. Weet je, wanneer dat één weer van alles, dat moet zijn, dat moeten we zeggen, die staloten, niet zo? Maar dat moet we zeggen, dat is niet wo we kunnen naar voorwaarts kijken. Dan kunnen we keine Hoffnung haben. Da würde Glauben nicht helfen. Aber wir sind so froh, dass dort haft kein Eng. Und dort haft mit Gott seine Eigenschaften zu tun, wie er lebt für immer. Wir haben die Geschichte in Johannes Kapitel 11. Das ist, wo Lazarus gestorben ist und Jesus nach Bethanien kommt er hingegangen und dann traf er diese Martha da. Dort sind die Schwestern, die da im großen Trauer sind. Wir wissen, was das ist, wenn die Menschen sterben. Hier waren 2 Schwestern, ein Bruder und der Bruder starb. Und hat vielleicht ganz sicherlich viel getan, dass sie ihn holen und so weiter. Aber nun wieder gestorben. Und dann Martha, of course, sie läuft dann, wenn du wie sie warst, dann hat das nicht dürfen passieren. Aber Jesus sagt dann zu ihr, wer an mich läuft, wird leben und wird niemals sterben. Das ist ein fremdes Wort für dich, ja? Weil, er redet nicht von den physischen Tod, und er kann abweichen, aber er redet von dort wie geistlich immer leben kann. Der wird nicht einmal sterben. Du hast dort nie leben, was wir sagen dann. Und dort sind die guten Neuigkeiten, wenn wir glauben haben und wir das annehmen, was der Herr Jesus für uns getan hat. Wenn wir das sein, und wovon der Lehrer der Mensch ist nicht gekommen, dass wir selbst auch dabei sind. Und wir kommen für Gott. Und sozusagen geben uns Leben an und sagen, Herr, ich kann sein, wer ich bin. Und ich sage das auch, dass du hast alles gemerkt für mich. Und da komme ich für dich und fall durch für dich und ich nehme dich an. Du sollst mein Heiland sein. Dann sage ich, wenn wir das getan haben, dann habe ich nie Leben. Und das ist das Leben, wo ich von reden, das wird keinmal verstorben. Das wird für immer bleiben. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 23, die sagt, das nie Leben, das ihr haben, habt ihr nicht von euren Eltern gekriegt. Das Leben, das die geben, das vergeht. Das nie Leben,
wordt eeuwig blijven, bin staat Kjemt van Christus, der Gott zijn eeuwig leven het wordt. Is dat niet wondervol? En een Bereich zei we, dat is goed. Dat een eingaf van het leven. Je kunnen vragen, moet we immer willen, in zo'n leven, wo er zoveel aangaat in de wereld. En wo er al die terugkomt, de angemaakt en de weideel. En wer weet niet wat nog alles. Alles wat er komt. En wer wordt zijn in eeuwigheid zo leven wel. Dit komt alles door de zin. De zin, die bracht het een. En dat we vielleicht een goede ding op daarvan. Zo, als dat een van leven komt, zo komt ook dat een van deze wereld. Zoals we dat kan. Maar nu, God heeft al alles voorgemaakt voor wieder. En hier vangt de goede nieuws aan. De God van genade en leven geeft allen de gelegenheid hieruit te komen. Met een verspreking dat er immer wat anders zijn als wat we nu verstaan kunnen. Wat beter is. Dat meint, we worden dan ganz los zijn van de zin. Dat zegt ook dat hij wordt al wat een plaats gaan van staan, dat er niet vergelijken is met deze wat we nu hebben. En dan Römer 8, vers 18, zegt hij, voor mij te bezijn zijn deze lieden niet weer met de herrlijkheid te vergelijken, die ons zal openbaard worden. Dat is waarom we kunnen voorwaarts kijken. Niet zo? Dat denk ik ook aan Mary, wat zij voorwaarts kijken deed. En dat heeft me dat leichter gemerkt in deze tijd, als een weetman, dat ik immer kan, ik denk meermals aan, denk zo, yes, aber dat schijnt gaan, zij braucht niet meer liegen. In 2. Korinther kapitel 4, vers 1 sagt, dat we weten over, wanneer dat zelt, en wanneer we hier op deze wereld wonen, doorgebrochen wordt, dan hebben we een huis im Himmel. Dat is niet van mensen heengebuurd, maar van God zelfs en wordt eeuwig blijven. Wunderschön. 1. Korinther kapitel 15, vers 22 sagt, zoals in Adam alle mensen sterben, so komen sie ook durch Christus wieder alle zum Leben. Dat een, dat kan niet blijven. Dat is wat niet en wat beter. En dat leven is anders als dit leven. En ik geloof, we zijn alle er nog bekend met. Maar ik denk ook van ons deze dingen eens mal denken helpen. We zeggen, dit is voor de diester nacht abgeht en zum Einkommt. En dan van daar aan wordt immer licht zijn. En dat wordt zo blijven dan. Wanneer we ook zijn, alles wat God gemerkt heeft, van der, waar we zijn, en de natuur, en we zijn ook de mensen, dan zeggen we durven niet zeggen, dat kijken, zeggen we, dat is wat er niet graag is. Dat zijn de dingen die dat niet graag maken, die merkt dat zwaar. En in 1. Korinther kapitel 4, vers 20 zegt hij, de creatuur wordt jeden ihren Willen van God bestemd te vergonnen. Niets kan ze blijven, zeggen we, als dat nu is, de zonde heeft alles verdorven en dat moet alle zum Einkommen en dat moet wat neerkomen. Römer kapitel 1, vers 20 zegt, van dan als God de Welt gemerkt heeft, als zijn ene Kraft in de Gottheit, der vorher nicht zu seinen wir vandaag gekommen en te verstaan. Durch dat, wat hij geschaffen heeft, zodat we keine Entschuldigung mehr haben. De natuur, wanneer ook onder den Fluch leiden moet, krijgt es de mensen doen, is dat toch
wo Gott seine wunderbare Gegenwart bewiesen hat. Und er sagt, dass die Menschen wollen ihm nicht mal keine Entschuldigung haben. Aber wir dürfen nicht wie checken und sagen, wie, krijgt dan wat de mensen leren en wat de Feind proeft de mensen ihr Verstand zu verdrehen, wo alles passiert ist, die Bibel proben zu sie zu stellen, sei wie dort erst bloß klar zu sein, dass das geht nicht anders, hier ist eine Kraft gewesen, die das alle gemerkt hat. Und ich glaube, wir dürfen uns nicht wieder, ich glaube, das sehr gut, wenn wir bekannt worden mit some von den Dingen, und dass wir auch unsere Kinder können helfen in der Wohnung. Und da ist viel Material von dir, wo er kann helfen, wenn die Schule gehen, dass die Kinder nicht kann, was da kommen, wo sie in so einen Zweifel ankommen steht. Der Daut selbst, von denen wird die gleichen Wahrheit bleiben. Ist das nicht so? Das ist ein Ding, was einem gehen an ist. Und das ist so krass so in der Natur. Wenn wir denken an alle Creatures, oder alle die Tiere und so weiter, die würden proben wach daran von dort, das gleichen die nicht. Aber wenn es der Daut die Macht verloren hat, sagen wir, da wir nicht mehr Angst haben für dort. Und in Psalm 23, Vers 6, ich werde das eben sagen, das ist der Englische, das sagt, und wenn ich auch durch ein düsteres Tal unter den Schatten von den Daut go, fürcht ich kein Angeleg. Wenn's Gott der Haft und war ich herumgebaut. Und dort ist das wundervolle Ding davon. Wir weiten, dort ist mir nicht bloß durch Jesus sein Tod und sein Abstehen, dort das mehrlich geworden ist. In 1. Korinther Kapitel 15, Vers 54 sagt dort, der Sieg, den der Haft den Daut abgeschluckt. Der hat seine Macht verloren. Ja, der Zeit wird kommen, von der Eng, von was wir nu haben. Aber dort ist der Weg, der Kampf verbessert. Und eine Wahrheit, wo wir sagen können, du hast ein Lüren danach. Der Mensch in der Tür, wenn wir sagen Lüren, ich sage, du hast ein Lüren und wir lüren noch was Besseres. Nicht lüren und auch nicht vorwärts kicken, dann sind wir tot sehr beschäftigt, vielleicht mit dieser Welt, und dann sind wir vielleicht auch nicht bereit für dort. Wenn dort der Fall ist, dann ist der Unsicherheit bei uns, und dort ist sehr gefährlich. Und wir dürfen gehen, Dinge kommen auf Verhaps. Wenn wir dann denken, der Glauben muss da sein, und dort ist, wir haben dort Gott vertrauen. Wir haben so ein schmackes Bild davon in Hebräer Kapitel 11. Da haben wir eine Liste von den alttestamentlichen Menschen, wo da alle durch den Glauben und ihre Hoffnung leben deuten. Und wir sagen, und der eine war, wie der Glauben sei, so der von der ist. Und wir denken an, da werden so eine von Versenflut, wo da an diesem Glauben standen. Und dann werden das Abraham, Isaac und Jakob und dann viele andere wurden abgenannt. Und in Hebräer Kapitel 13, in Vers 39 und 40, der wurde gelesen. Und dann diese, wo das hier von reden, dat hier wurde wir auch noch angeschlossen. Und wenn wir horchen, dann haben wir das hier. Weil ich das Vers mal lesen, das sagt hier. Und wo wir auch, eine Liste hier sagt da. Und wo wir auch da Mann geteilt wurden, das dort, wo wir auch da Mann geteilt wurden, wann wir den Glauben haben. So, hier ist der Vers, der sagt, diese alle haben durch ihren Glauben Gott seine Anerkennung gekriegt. Was Gott versprochen hat, Gott hat für uns auch was Besseres und für uns geplant. Und sie sollen nicht ohne uns zu dort vollkommen kommen. Sie standen da und sie vertrauten Gott. Und wir lesen mehr Versen, sagt, dass sie wohnen in Zelten,
aber sie lüden, das will nicht ertüß, sie lüden nur einen Platz, wo Gott uns selbst würde eine Stadt gebaut haben, da würden sie wohnen. Und hier haben die alle abgeschrieben, dass wir glauben, was er zu holen deuten. Wir weten die Geschichte noch klar von Abraham. Er ging bei das Letzte. Er würde nicht abgeben, wie er wusste von Gott einmal versprochen hat, das wir jährlich. Und so soll das auch sein für uns. Nu, wenn wir denken an Gottes Plan, da wir auch gerade als wo sie anwüssten, da wir nach viel Zeit vergehen, wenn wir denken dann an Abraham, er lebt so wie 2000 Jahre, ja, der Herr Jesus wird kommen, der Messias wird kommen und der wird dort Versprechen ausführen, was Gott am Versprechen hat. Und das ist der Part davon. Und, aber wenn er dort vielleicht nicht krank sein kann, er kijkt nicht nur, er kijkt nur, was Gott gesagt hat zu mir. Weil wenn wir da denken, ich soll vielleicht das sein, das sagt hier, die glauben als die Gewissheit, dass wir dort kriegen wollen, wo wir hoffen. Und dort ist Hebräer 1, Vers 1, oder 13, Vers 1. Sie können nicht zurückkicken, aber sie vertrauen. Leider dann nicht so, das soll für uns noch meist leichter sein als für uns. Wir können nu zurückkicken und wir kicken lieber 2000 Jahre zurück und sagen, yes, dort wird er versprechen deed. So wie es das Heil an Jesus Christus. Dort wird alle uitgeführt, Christus Gott hat versprochen hat. Und dann soll es so sein, wo uns das dann noch schwer fallen, das zu alle zu leben. Aber wenn wir sagen, diese Welt, das ist ein gefährlicher Platz für den Glauben. Das fehlt in dieser Welt, was uns probt, weiterzuleiten, probt uns im Zweifel zu bringen. Und dort ist die unsichtbare Macht, das sehr kraftvoll in der Schrift. Aber das ist tatsächlich für uns, wir sehen dort die meiste Zeit gar nicht. Das ist auch, worum Gott sein wird, uns die Kraft gibt, bestehen zu bleiben. Wir müssen bekannt sein, was lehrt das Wort uns. Und das hilft uns, dass wir uns durchfinden. Das Wort merkt das sehr klar, dass das ist, was das ist. Der Macht von der Distanz, das ist der Feind, der schafft immer Christus, der dann anfängt mit Adam und Eva. Er probt die Menschen im Zweifel zu bringen und er probt einfach fertigzustellen, was er Geschmack hat. Nein, wenn ihr das wollen tun, dann wird es schein gehen. Weil jede Menschen, die haben das von Jahr und Tag mit verschiedenen Dingen, weil die werden viele Götter. Ein Geld oder ein Gott für die Menschen, wo die meisten hängen, das ist für ein Geld. Wenn ich mal genug Geld habe, dann wo ich alles so tun kann, dann wird mir das schein gehen. Und so sind da viele Dinge, die wir nicht abnehmen. Junge Menschen denken so, wenn ich mich mit dem Partner befrieden kann, dann wird es immer schein gehen. Und dann vielmal das auch, aber das ist nicht das, was sie dachten, was das wird sein. Vielmal kommen dort noch Schwierigkeiten mit. Okay, und dann wieder, da werden das gut, dass uns ansparen, wisst uns, wo wir können bestehen bleiben. Epheser Kapitel 6, Vers 11, der sagt, leg ihn dort die Schar ab, dass Gott für ihn Reit hat, dass sie bestehen können, wenn der böse Feind ihn angreift. Und wir haben nichts zu fürchten, wenn wir feststehen am Glauben. Wir brauchen bloß zurückkicken und sagen, Gott, was du gesagt hast, da wo ich mir anholen, das ist Glauben. Wir sagen, der Feind, der ist all besiegt worden. Jesus hat ihn besiegt. Der brauende Leib, der hat all seine Zähne verloren, sagen wir. Das Eng, der wir auch nicht fürchten. Für uns meint dort, Jesus, der kommt uns holen.
als wir sterben dann, das sagt dann, zoals wir in Paulus schreiben in Philippa, dass später diesen Körper zu verlassen und beamt zu sein. In 1. Thessalonicher Kapitel 4, da haben wir die bekannte Geschichte, und dort ist, wo Paulus das sehr klar darlegt, dass was da passieren wird, wenn Jesus wird kommen, seine Brut holen. Und das ist das ganze Christentum, was er holen wird. Sehr klar haben wir das geschrieben. Das ist, was er wird tun. Und wenn wir das lesen dann weten wir dort kann irgendwie passieren, erstlich. Und Paulus, als er das geschrieben hat, und sagte, Kjemt met deze Welt. Was meint das? Das meint, dass wir sollen uns in der Hinsicht haben, damit beschäftigen, kijk mal, da kommt was Besseres, und dann die Zeit, wo wir beim Leben, wisst ihr auch, so da wollen wir uns damit beschäftigen. Aber was im Großen und Ganzen wird dort wenig getan. Und hier bei uns vielleicht haben wir alle, außer der viele stehen dort, aber sagen, dass im Großen und Ganzen die Kirchen, die proben, dort zu sehen zu lohnen. Und das ist sehr schön, dass uns das passieren dort. Die Bibel lehrt, er kann irgendwie kommen. Das sehen wir all bei den Aposteln dort uns sagen. Sie wissen das nicht, dass auch so eine Zeit vertragen wird, aber dass die Zeit wirklich erreicht wird, das können sie sein. Wie sagen sie das? Da braucht uns nicht passieren, dass wir können sagen, no, das Jahr muss noch passieren, und dann wird er kommen. Das ist, die Bibel lehrt uns das klar, er kann irgendwie kommen, und dann das Christentum wird dann freigemacht worden von das Verdorben und von den Daut. Als wir noch leben oder all gestorben sind. Die Dautes, die wollen dann auch abstehen an Christus. Keiner weiß die Zeit. Aber wo Jesus davon reden hat, er sagt, dass er wird auf Verhafts kommen. Und so wieder. Aber dann sagt er auch, dass er ein Teken sein in unserer Zeit. Und die Menschen, die können das vielleicht noch einmal, die können das immer besser verstehen, je mehr dort zu sein ist. Und er sagt, was ist denn, wenn das nicht bei ist? Dann sagt er, wenn wir bereit sind und lernen, für die Welt ist, wo das ganz verhaftet sein. Aber wir haben Schriftstellen, die uns das lernen, wir sind, die Welt ist von der Nacht, aber wir sind von den Tag. So für uns darf das gar nicht so wieder gewöhnlich auf verhaftet kommen, wenn wir da abrechnen und da lernen. Wenn wir bereit sind, dann dürfen wir lernen. Sie, da waren viele Dinge abgenannt, wo wir noch kicken können. Und das sind Dinge, die waren sichtbar worden für uns, dass wir dort sagen, kick mal, das sind die Dinge, wo die Bibel von reden, was da waren passiert in der letzten Zeit. Wir können da hingehen, aber das ist nicht das Thema von dir. Aber zum Beispiel, Jesus hat gebraucht den Feigenbaum als das Bild. Und er sagt dann, wenn der Ast ist saftig geworden und die Blätter anfangen zu wachsen, dann weet je dat, de Sommer ist dichtbij. In unserer Zeit, vielleicht würde jemand sagen, dass die Aster sind als saftig. Und wir wollen nicht nur die Extremen gehen, dass wir das sagen dann. Da sind viele Menschen im Großen und Ganzen, wenn wir dort noch sein, dann all Teil, was das haben getan. Sie proben, in Tod uns zu sagen, wenn das passieren wird. Und dann, wenn es dann nicht passieren wird, dann fangen viele Menschen an, im Zweifel zu stehen. Und Gott, der merkt das sehr klar, dass es bloß heute, der das weiß. Und dann, als auch der andere, die du auch kennst, kann sagen, no, der Herr, der kann noch nicht kommen. Wir wollen dort uploaden, dass er wird kommen auf Verhafts. Das ganz Wichtigste ist, dass wir bereit sind, nicht so? Wenn die Zeit kommt,
Dat kan ook verhaft zijn. We kunnen aan de condominiums denken. Zij wisten nog niet, hadden niets damit gerekend, wat er passiert. In Matthäus kapitel 24, vers 45 sagt Jesus, du moet je ook rijdt zijn, wie eens de mensen zijn komt zu einer tijd, wanneer je niet door met rekenen. Vandaar dat zal klaar zijn, dat een kan komen. Dat een van het leven, ouder zien komen. Dat we doen wat Paulus ons aansporen deed. We kunnen dit alle doen. We kunnen ons irgendwann onder trösten. Dat meint, we kunnen dat niet ganz bedaken en bloß tachloten. We trösten ons damit, we beschaffen ons damit, weil wenn wir dat doen, dan moet we een klein beetje bekend zijn wat er aangeht in de wereld. Dat willen we dan ook doen. Ja, er kunnen zware tijden komen in ons leven. En veel verschillende orten, zoals we al van geredet hebben. Maar zo'n daar we rekenen. Wie stap brengt de verdorvene Welt met zich. Aber we kunnen froh zijn dat we een, wie God is met ons. Laten we nog sluiten zum gebeden. Ons himmlischer Vater, du hast ons veel licht gegeven en vele wegen. Du hast ons dat ook klaar gemaakt, wat we doen kunnen. En zo'n verdorvene Welt is dit, en waar we kunnen, doorheen komen en kunnen wat beter kijken. En Herr, ik bid voor iedereen die hier is van de Samariërs. Herr, du weißt doch, wir weten dort, dass die meeste van ons, wir haben die Klarheit in ons. Maar soll er weer zijn, dat er sagt, ik ben bloß nog niet rijden. Help die aan, dat dit kunnen zegen zijn, en dat dit kan wieder wat doorbrengen, dat ze dat ganz klar hebben in ihr leven. Dat van du kommst, dat we dan rijden zijn. Wir beten, Herr, wieder, dass du uns was leiden in deine Worte und uns die Kraft geben, bestehen zu bleiben. In Jesus' Namen. Amen.